Hallo zusammen, hier ist der Heiner Rope und heute mit einem Sniper-Gameplay vom Arctic auf Summit mit einem kleinen Thema. Das Thema, das wäre, wieso bauen die Entwickler Sachen wie Ghost, Second Chance und so Todesserien, wo eigentlich die Community einfach alle Scheiße finden, ausser jetzt die Noobs, die einfach keine Ahnung haben und es denen hilft. Also, jetzt noch ein paar Worte zum Gameplay. Eben, es ist vom Arctic gespielt, Sniper auf Summit. Er reisst eigentlich noch Stängeli sogar und mehr, die werden es noch sehen. Ja, gespielt hat er mit Leichtgewicht Pro, Flinkheit Pro, Ninja Pro, aber das ist jetzt genau zum Gameplay. Also, angefangen hat ja der Noob-Scheiß sozusagen schon bei COD4. Dort mit Drohnenstör heisst. Entschuldigung für den Versprecher. Ich mache jetzt eigentlich mal weiter, ist ja nicht so schlimm. Also, Drohnenstör. Es war zwar ein Nachteil gewesen, wenn man es genommen hat, weil man keine Feuerkraft hatte, oder eben Juggernaut. Aber in S&D war es trotzdem recht viel auftreten gewesen, und es hat einem einfach richtig angepisst. Man hat ja nur die Kill-Serie von 3, 5, 7, also Drohnen, dann auch der Luftschlag und der Heli. Und wenn er so den Drohnenstör hatte, ist mir wirklich angepisst gewesen, weil die haben nicht gecampt wie nichts. Weitergegangen ist das ja dann im COD5, dort ist aber das lästige Ende gewesen, Juggernaut. Wenn wir irgendwie mit dem Massina Gant snipen und dann haben immer Hitmarker bekommen. Und dann natürlich Ding gekommen, MW2. Dort hat das mit den scheiß Perks erst richtig angefangen. Sachen wie Martyrium, letztes Gefecht, dann Danger Close, also direkte Gefahr. Und One-Man-Army. Also auf der PS ist es überhaupt nicht spielbar. Mit diesen Perks. Mir wird dauerhaft weggetubt. Also ich habe ja bei PS gespielt, ich bin jetzt Xbox-Spieler. Auf der Xbox weiss ich jetzt nicht. Ich könnte noch den Retsch fragen, der ist halt da neben mir. Das ist schon recht schlimm. Also er sagt jetzt auf der Xbox so recht schlimm. Es fängt ja auch an mit den Hackern und so Ja. auf beiden Konsolen. Und dann haben wir 2 Black Ops gekommen. Das einzige, was an Black Ops wirklich kann aufregen, ist Geist Pro und Last Chance. Aber das, ich finde, sie haben es verbessert. Aber wieso, dass sie es nach dem MW3 wieder so verschlimmert mit diesen Perks? Eben Assassin, Blind Eye und diesen elenden Todesserien, das kann ich eigentlich nicht verstehen. Und wieso, also sie hat schon Perks von Black Ops 2 bekannt, wieso, dass sie es wieder reinnehmen? Und ob das gut oder schlecht wird, das kann ich auch nicht verstehen. Ich meine, Black Ops 2 schaut ein bisschen mehr auf die Community. Das hat man jetzt schon von anderen Kommentatoren gehört, zum Beispiel von Max, der das bei Call of Duty Series ablässt. Aber wieso, dass sie es immer wieder reinpacken und einfach nicht mal begreifen, dass so Perks scheiße sind und dass sie zurück zum Anfang gehen, wie COD4, wo einfach jeder das Gleiche hat, sozusagen. Auch wenn es dort noch Drohnenstörer gibt, das kann ich nicht verstehen. Ja, und jetzt echt die Frage an euch, unsere wenigen Abonnenten, die ihr schon habt, was sagt ihr dazu? Werdet ihr Black Ops 2 kaufen? Wie wird es kommen? Wird es ausgeglichen sein? Wird es nicht ausgeglichen sein? Es gibt jetzt auch schon Black Ops 2 Klassenplaner, wo man die Geist und so schon alles testen kann. Also ich freue mich drauf und ich glaube, es wird wieder gut sein. So, das wäre eigentlich alles, was ich noch sagen wollte. Jetzt genießen noch den Rest vom Gameplay. Der Arctic schneidet sich jetzt hier noch kurz den Blackbird und dann ist er schon fast fertig. Also, tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. Merci fürs Schauen und ich hoffe, wir treffen uns wieder an.